Hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir haben ja dort momentan dürfen ein bisschen zünseln, also in der letzten Folge haben wir es noch nicht ganz beendet. Und zwar dürfen wir noch eine Flagge abfackeln, ein Banner, der Virukal verbrannt, also wir dürfen dort ein bisschen zünseln, mindestens eine dürfen wir noch in Brand setzen. Und danach muss sich irgendjemand prügeln. Wir müssen hier Informationen aus Lehrling Osterkilch rausprügeln, also wir dürfen hier mal ziemlich gut in Action treten und zeigen, was wir so auf dem Kasten haben. Aber ich würde sagen, wir suchen doch zuerst einmal die Flagge, die wir in Brand setzen sollen. Da sollte sich jetzt sicher irgendetwas wieder gegeben haben. Okay. So wie ich sehe, ich gerade momentan noch keine. Von denen hat es wirklich auch nicht allzu viel rumgehabt, schon beim letzten Mal. Aber da haben wir gerade eine. Nice. Dann würde ich sagen, versuchen wir da mal so hinterlückst ein bisschen anzugehen. Dann setzen wir die schon mal in Brand. Und dann haben wir die Quest eigentlich auch schon mal wieder einwandfrei erledigt. Nice. So, dann würde ich sagen, machen wir uns auf zum lieben Osterkilgr. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und dann prügeln wir ihm wirklich die Seele aus dem Leib und schauen mal, was für Informationen der für uns parat hat. Der sollte sich irgendwo da befinden. Die Frage ist jetzt, ob das in einer Höhle drin ist oder ob der sich da wirklich auf dem Berg befindet. Weil ich glaube, dass es ein bisschen weniger als auf einem Berg oben soll sein. Jutenheim. Da drunter sollte er sich befinden in dem Fall, weil ober uns ist nichts, also sicher mal unter uns. Dann würde ich mal sagen, suchen wir da irgendeinen Eingang, ob sie da irgendwo gemütlich, absolut gemütlich einen Höhleneingang hat, aber das sieht irgendwie nicht so ganz danach aus. Also da von dieser Seite her sicher schon mal nicht, wenn ich das so richtig betrachte. Also, ja, so ein bisschen mager. Also auf dieser Seite sicher mal nicht, dann schauen wir lieber mal von der anderen Seite nochmal her. Wir sind ja sowieso dort am Quest erledigen gewesen, also gar nicht auch davon aus, dass dort sich vielleicht der Höhleneingang könnte befinden. Inventarmäßig haben wir ja alles schon abgecheckt, da müssen wir noch nicht grossartig etwas mehr machen. Das Einzige, was wir wirklich noch ändern könnten, wäre eigentlich der Gegenstand. Und zwar würde ich den ersetzen durch Taschenuhr der ersten Matz, weil es ist eine Taschenuhr, also wie eine Taschenuhr sein. He? Dann können wir da nämlich das mal ersetzen, dann haben wir wenigstens schon mal wieder 2 Beweglichkeit mehr. Und nachher können wir einen absolut geilen Bogen über, sobald wir unsere Quest abgeben. Wir schauen den dann gerade nochmal an. Und dann muss ich sowieso noch in dieser Folge meine Talente auswählen. Hier in dieser Höhle rein gesehen. Da haben wir eine Höhle. Da sind wir gestartet. Mann, bin ich ein Löli. Lappi macht die Augen auf. Dann müssen wir noch ein Talent auswählen, weil wir haben in der letzten Folge Level 75 erreicht. Und das ist natürlich sehr schmackhaft. Aber wo soll ich da einen Eingang finden? Da drinnen wird er sich nicht befinden. Das muss mitten im Berg rein sein. Bedeutungsweise, irgendwo muss sich eine Höhle befinden. Irgendwo. Das könnte sein. Das könnte es sein. Aber da sind wir auch schon drinnen gewesen. Da haben wir ja am König müssen eins auf den Latz hauen. Der ist es nicht. Der Erbarmungslose, der ist es nicht. Da drinnen haben wir ja... Nein, das ist komplett ein anderer Ort. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Jetzt habe ich mich so völlig auf meine Talente konzentriert. Aber ich würde sagen, wir schauen uns die ganz kurzzügig mal noch schnell an. Und zwar, Impromptu, passiv, Rückzug befreit euch zusätzlich von allen bewegungseinschränkenden Effekten, erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit für 4 Sekunden um 50%. Das ist natürlich ziemlich nice, wenn wir irgendwie abhauen können. Mit Rückzug, das habe ich ja schon mal vorgelesen und das ist gar nichts für mich. Und zwar verringert die Abknickzeit von Aspekt der Geparden und Aspekt der Schildkröte um 20%. Sagt mir momentan nicht so wirklich. Das wäre eben die Fähigkeit, also der Aspekt der Schildkröte. Ich habe das nie gebraucht bis jetzt. Darum würde ich jetzt mal sagen, schauen wir noch blinde Schuss an. Das wäre nochmal eine Fähigkeit mehr, die wir einsetzen können. Und zwar, vor diesem magischen Schuss ab, dass den Gegner sowie alle weiteren Gegner innerhalb von 5 Meter für 10 Sekunden mit einem Pfeil verbindet. Wenn sie sich eines der Ziele weiter als 5 Meter vom Pfeil entfernt, wird es für 8 Sekunden Bewegungsunfähigkeit gemacht. Ich persönlich würde jetzt gerade mal einfach blöd gesagt sagen, das brauchen wir ja mal ab und zu. Ich würde sagen, wir probieren mal den bindenden Schuss aus. Ich habe den nämlich bis jetzt noch nicht eingesetzt, also noch nie ausprobiert. Und darum würde ich sagen, das wäre mal lohnenswert, mal auszuprobieren. Und wenn das nicht ist, wechseln wir dann ab zum anderen Talent über mit unserem Rückzug. Das wäre die Fähigkeit da. Dann kann ich mich eben so rückwärts springen lassen. Bin nicht mehr bewegungsunfähig, weil es gibt es ja einmal. Aber ich glaube, das ist mehr für das PvP gedacht, wenn man dann von denen eingeschränkt werden. Dann würde ich mich mal wundern, wie das da funktioniert mit dem bindenden Schuss. Hat halt 45 Sekunden Ablenkzeit, aber wenn man halt gegen mehrere Gegner muss kämpfen, wo für mich bis jetzt schon ab und zu recht schwierig geworden ist, dann bin ich halt auch schon froh drum, wenn wir das halt einigermaßen so regeln. So,
Dann tun wir da mal ganz kurz den Weg freiräumen. Achtung, Lölis, der Schweizer ist in der Höhle drin. Warte, müssen wir doch einmal kräftig umeinander schreien, damit sie wissen, dass wir da sind. Und wo haben wir das schon wieder? Langsam müsste ich das auswählen. Wir kommen! Jetzt wissen sie alle, das hat so geschallt da rein. Da sind ihnen gerade ihre Ohren abgehakt von lauter Angst. Oder sie haben sich gedacht, da hat wieder irgendeiner sich ein Bein gebrochen oder irgendetwas. So, dann machen wir uns gemütlich auf dem Weg. Da links sollte sich auch schon befinden. Das ist glaube ich das letzte, wo wir nicht aus dem Weg räumen. Ja, da unten, da haben wir nochmal 2 Gegner. Dann können wir gerade mal unsere neue Fähigkeit einsetzen, unseren bindenden Schuss. Schauen wir mal, wie das im Großen und Ganzen kommt, oder? Jawohl, jawohl. So, wie muss ich das jetzt machen? Ah, das wird dann wirklich so einer. Ah, okay. So etwas habe ich natürlich auch nicht erwartet. Ich habe gedacht, da muss ich dann irgendwie auf einen Gegner abschießen und dann wird das automatisch gemacht, dass ich dann das so muss einsetzen, habe ich auch nicht gedacht. Aber, er ist sicher nützlich, wenn wir gegen mehrere Gegner kämpfen müssen. Aber bis jetzt ist das ja noch nicht der Fall gewesen. Dann würde ich sagen, räumen wir die Löli da mal aus dem Weg. Dass du nicht am Zittern bist nach unserem Geschrei da. Unglaublich, unglaublich. So, komm an. Du nicht schwanger da. Einfach abblicken. Genau. Voilà, und jetzt müssen wir da irgendjemanden verprügeln. Jetzt ist die Frage, nein, da drinnen befindet er sich nicht. Da haben wir nur irgendwie wieder einen anderen Boss. Der Kreis des Leidens. Wir bringen uns später zum Leiden. Ich komme zurück und dann lassen wir sie leiden. Dann lassen wir sie leiden, die Lümmel. Und dann schauen wir noch, was da abgeht. Jetzt hoffe ich mal, dass wir auf den da treffen. Jetzt sind wir dann nochmal einen Stock abwärts gegangen. Ah, da hinten ist er. Der versteckt sich da hinten in der Ecke. So eine Made. So eine Made. Aber dann werden wir windelweich prügeln. Das sage ich euch jetzt schon. Windelweich. Ich will jede Informationen und die hole ich mir auch. So. Dann kommen wir jetzt zu dem lieben Informationsgeber. Ich habe nichts, was ich einsetzen muss, um ihm eins auf den Latz zu hauen, glaube ich. Ich muss wirklich einfach auf ihn draufhauen. Ich glaube, ich probiere das jetzt einfach mal aus. So, du versuchst es da mit dem Feuerböllen. Beim nächsten tue ich dich unterbrechen. Ah, du hast wirklich nur einen eingesetzt. Ich mag jetzt nicht vorlesen. So langsam wie ich lese, ist der Text auch schon wieder weg. Ah, jetzt haben wir die Informationen schon bekommen. Und jetzt müssen wir ihn sowieso noch töten. Okay. Okay, Informationen sammeln und danach vernichten. Why not? Why not? Die Armsackratte. Da haben wir eine neue Quest bekommen. Und zwar... Versteigt Nährgeld, um den Doktor zu vernichten und kehrt dann zur Knochenhexe nach Niomar zurück. Um den Doktor zu vernichten. Wir müssen irgendeinen Doktor vernichten, dafür haben wir neue Beine bekommen. Aber die bringen mir auch nicht allzu viel, außer wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gold. Ich glaube, das ist da ähnlich in der Kammer des Leidens. Das hat etwas wie Kammer des Schreckens von Harry Potter. Nährgeld. Ah, das wäre die. Dr. Maböse. Ja, also wir müssen dann mit Nährgeld besteigen. Halle des Grauens. Boah, die haben aber gute Namen da für ihre Sachen da in diesem huren komischen Schlund. So, was haben wir denn da für Fähigkeiten? Wie sehen wir überhaupt aus? Ich kann mich nicht anschauen. Hallo? Hallo? Okay. Jetzt muss ich da aber mal schnell durchgüchseln. Und zwar zuschlagen. Ah, da können wir jetzt mehrere... Hä? Okay, ich kann nicht richtig durch Fähigkeiten durch. Ah, da brüllen wir irgendwie los. Stampfen. Lässt Norgel auf den Boden stampfen und fügt allen Gegner. Ah, da tun wir einfach stampfen und gekittet. Da tun wir Gegner einkitten. Okay. Bewegst du dich automatisch oder bleiben wir jetzt einfach da stehen und die ganze Zeit... Okay, wie es aussieht, müssen wir jetzt einfach da stehen bleiben. Und die ganze Zeit den Lölis auf den Keks hauen. Hoi. Geht's noch? Warte, jetzt probiere ich... Okay, okay. Okay, okay. Ich komme nicht genau draus. Dr. Maböse müssen wir besiegen, aber irgendwie tauchen da die ganze Zeit so Teile auf. Komische, schupierte Hunde da. Okay. Okay. Ist auch noch lustig, die First Person, also die First Person Dings, oder wie man dem sagt. Dass man eben sich selber nicht sieht, sondern in die Figur reinsteckt. Das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr erlebt. Da hinten kommt der Doktor, Maböse. Ah, jetzt kann ich ihn da zu mir anziehen. Ah, was? Ich habe gemeint, mit denen wir nur aufhalten. Aber wie es aussieht, hat das nicht gelangt, um ihm den letzten Hit zu geben. Warten wir noch, bis sie da vorne kommen und... Let's do it! Dr. Maböse ist erledigt. Das heisst, die Quest haben wir gut abgeschlossen. Danke dir vielmals für deine Unterstützung. Oh, Achtung, Achtung! Hey, das Ding geht auch gerade um.
Okay. Hoppla Schorsch. Hoppla Schorsch. Baum fällt, würde ich an dieser Stelle sagen. Da hat sich der Richi wieder mal an das Gesetz halten und sich festheben. Aber was soll's. So. Dann machen wir uns wieder auf den Weg da raus. In das Eiskrone, das Kellergewölbe. Den haben wir ja da schon befragt. Da, jetzt lebt er schon wieder. Ein Untoten ist einfach nicht vernichtbar. Das müssen wir halt blöd gesagt vor Augen behalten. Jetzt schauen wir, ob wir da einen freien Weg noch haben oder ob sich da schon wieder ein paar gespawnt haben. Dann müssen wir mal schauen, dass wir dann auch sowieso mal unser Zeug verkäufeln. Unser Beutel wird immer voller, oder? So, aber es sieht ziemlich cool aus da. Wenigstens, nein, ich wollte gerade sagen, wenigstens kein Spinnennetz, aber schaue ich einmal auf und dann so Riesenteile da an der Decke. Die Leute geben sich einfach keine Mühe mehr, um eine schöne Kluft, würde ich dem jetzt mal sagen, beizubehalten. Das ist auf gewisse Art und Weise eigentlich schon noch ziemlich schade. Also wenn ich so etwas Riesiges hätte, dann würde ich da richtig damit Sorge haben, dass wenn irgendjemand wie einer wie ich kommt und mir meine Pflanzen vernichten machen, dass er reinläuft und denkt, wow, wow. Das sieht doch schmackhaft aus, oder? Dann kann man, das Skelett kann man ja eigentlich da stehen lassen, das interessiert ja keinen. Und die Ketten-Dinger. Aber wenigstens die Spinnennetzer weg. Wer hat schon Bock auf Spinnennetzer? Mann, die Vrikul, die sind schon eins zu viel. Das komische Volk das. So, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Zurück zu der lieben Hexendoktorin und schauen mal an, ob sie noch mal etwas Neues für uns hat. Sie sollte sich ja gerade um die Ecke befinden. Jawohl, also einmal in die Lüfte bitte und dann wir die mal abschalten. Ich glaube, ich sollte das auch ohne finden, dass wir da nicht jedes Mal nur irgendetwas komisch anschauen da vor uns, oder? Da immer da etwas im Weg. Ist ja ab und zu einmal mühsam. So. Oh, hey, wir haben schon wieder 10:30. Ich bin schon wieder den ganzen Tag am Gamen, Mann. Dass ich überhaupt noch gerade ausgesehen habe. Hoppla, Schorsch. So. Was hat denn die liebe... Ach, Knochenhexe, nicht Hexendoktorin. Bin ich schon wieder bei Diablo stecken geblieben. Auf das freue ich mich auch. Das neue Diablo, das werden wir zu 100% aber nicht zocken. Ich glaube, ich habe schon mal ein paar Worte darüber verloren. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Knochenhexe. Quest beenden. Und dann haben wir da noch den ganz grossen Tummenteil. Eben nochmal ein Bein, das man dafür bekommt. Das ist gut zum Verkaufen dann nachher. Und dann haben wir noch die Knochenhexe in Nordor. Möchte, dass ihr Besitz von einem Wasserschrecken ergreift und ihn dazu benutzt, 10 Vrikuler umgebenen Jotunheim zu töten. In Frage kommt Vrikul sind Schlafwächter, Krieger von Jotunheim, Wassermagier der Mordin, Speerschwerter oder Nirmonds. Das will ich alle in Frage kommen, okay. Da kommen wir eine ziemlich geile Brust nochmal über, da kommen wir mehr kritische Trefferwert über. Das tut schon mal wieder ein bisschen schmackhafter da. Hast du sonst noch eine Quest für uns? Können wir die nochmal da abgeben eigentlich? Wir haben schon wieder genug Knochen zusammen. Das mal würde ich auch sagen, wir machen... was nehmen wir? Komm, wir nehmen nochmal das da, weil ich glaube, das habe ich letztes Mal aus Versehen eingesetzt. Warte, nochmal schon nachgüchseln. Schadensabsicht haben wir noch. Genau, das würde 5% unseren Schaden verringern. Das können wir dann nämlich gut gebrauchen, wenn wir die anderen Quests erledigen, wo wir 5 Spieleranzahl bräuchten. Dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen weniger Schaden auf Vorrat. Aber jetzt muss ich da irgendwie mal Wasserschrecken besessen. Das ist am Wasserschrecken. Wie tue ich das jetzt machen? Wie mache ich das jetzt? Habe ich da noch irgendeinen Gegenstand für das, oder? Da haben wir noch einen Valkyrie. Hilanda Todessteller, Sally. Aber wir müssen da irgendwie einen... So einen... Hä? Und wie mache ich das? Habe ich irgendeinen Gegenstand dafür erhalten? Nicht wirklich. Ist ja mal wieder fragwürdig, was die da von mir wollen. Kann ich euch jetzt da übernehmen, oder was? Da hinten! Tor schließen. Jetzt muss ich schauen, dass ich der da vorbeischleichen kann, sonst will die da mit mir in den Kampf gehen. Das rate ich der ehrlich gesagt sehr ab. Tor schließen. Was? Okay. Nice. Was haben wir denn da für Fähigkeiten? Fügt einem Gegner Frostschaden zu und verringert 4 Sekunden lang seine Bewegungsgeschwindigkeit. Ihr verursacht eine brechende Welle, die 7400 Naturschaden verursacht. Dann haben wir noch eine Zauberreflexion, erhebt euren Schild und reflektiert nächste auf euch gewirkten Zauber, hält 5 Sekunden lang an. Oder Frost nochmal, fügt in der Nähe befindlichen Gegner Frostschaden zu und macht sie bis zu 8 Sekunden lang bewegungsunfähig. Also ich würde sagen, wir probieren einfach gerade mal an dem da, das da Haus da. Das ist wirklich so ein Frostblitz. Oh! Wow! Wow, da ist Schaden. Ich habe kein Ziel. Warte, jetzt probieren wir das aus, nicht da mit einem Hündchen. Das ist komisch zum Bewegen, der. Ziemlich komisch zum Bewegen. Jetzt kann ich das Ganze einsetzen und sobald er da ist, setze ich meine Wellen ein um 4 Abend. Oh Jesus Maria! Das geht ja ab, Tsunami am Durchgehen. Tu ich da jetzt?
Komm, dann übernehmen wir gerade mal den da und Tsunami hinten an. Langt das? Nein, es langt nicht. Es langt nicht. Komm, jetzt setzen wir unser Schild ein. Wir wollen ja nicht sterben. Wir haben auch nicht allzu viel Leben, nur 5000. Ist hinter mir auch noch einer. Ui! Hey, die Welle geht ab, Mann. Wie ein Tsunami ist die am überschwemmen, das Zeug. Die armen Leute. Und ich kann sie nicht kürschern. Sie wollen, kann ich die kürschern? Oh, einfach das Hündchen. Ah, okay. Ah, okay. Dann fehlen uns noch 6 Stück. Ich würde sagen, einmal Wellen los. Alles hat nicht gelangt. Okay. Ich brauche ein Ziel. Es kommt etwas dort rüber. Es ist nicht bis rübergekommen. Wieso nur? So, wir haben schon wieder volles Leben. Und das wird auch mit Fokus gemacht, aber unsere Zauberdings. Komm, Wellen drüber und gut ist. Hey, die Wellen, Mann, für was brauche ich denn die anderen Zauber? Eigentlich wirklich da so, komm, jetzt den hier anlocken mit unserem Frostblitz, bis unsere Wellen aufgeladen ist und Wellenmarsch. Oh, es ist nicht durchgekommen, wahrscheinlich wieder hängen geblieben. Also müssen sie wirklich wahrscheinlich vor mir stehen, die Lölis. Warte mal schnell, komm, warte, bis die Welle kommt, geht am besten. Jawohl. Okay, Doc. Ich würde jetzt mal sagen, wir sammeln uns jetzt gerade mehrere Mal aufs Mal ein. Mich wundert, ob ich das anbringe. Entfernt. Cool, dann sammeln wir den noch ein und dann sammeln wir noch den. Und jetzt gehen wir da hinter und jetzt warte ich da mal ganz kurz. Ah, ein bisschen schiefer und... Alle 3 aufs Mal. Nice, jetzt fehlt das nämlich auch schon nur einer. Hey, das läuft ja wie nichts, du. Wie nichts. Geschmeidig wie Butter. Außer Reichweite. Oder Gleitgel, eins von beiden, wie ihr es wollt verstehen. So. Frostblitz. Geht die Welle eben nicht so weit führen, hä? Ja. Mühsam, mühsam. Wenn wir da mal noch schnell versuchen, halt einen nur mit unserem Frostblitz niederzumetzeln. Komm, unsere Welle ist wieder parat. Und tschüss. Kann ich den mitnehmen? Den kann ich gut noch auf andere Quests gebrauchen. So, Pilot noch einmal. Der geht ja ab wie ein Zäpfchen. Oh, dann schleichen wir da schnell durch. Ach komm, weißt du was? Nice, man, nice. So, dann brechen wir das da mal ab, dann kannst du da wieder verschwinden. Danke dir vielmals für deine super Unterstützung. Dann würde ich sagen, die Kunst des Wassers haben wir erledigt. So, gerade direkt schon mal eine. Die Knochenechse Nirondar hat euch beauftragt, das Auge des Lichtkönigs zu benutzen, um an Informationen zu gelangen. Okay, wir müssen irgendwie das Auge brauchen vom lieben Lichtkönig, aber vorher ziehe ich mir da noch schnell den neuen an. Sieht das gut aus? Ja, es sieht noch. Wir können es durchgehen lassen. So von Modennoten würde ich jetzt mal sagen, so eine 6 von 10. He? Oder ein 7. Komm, geben wir ein 7. Oder unser 7. Da wir dürfen uns auch ein Pünktchen mehr geben, oder? So, dann müssen wir uns aufmachen zum Auge vom lieben Lichtkönig, zum Informationen sammeln. Da hinten haben wir auch schon wieder 3 Quests, die wir erledigt haben. Käfigschlüssel von Jotunheim. Das haben wir doch erledigt, nicht? Wir haben bereit zur Aufgabe. Das haben wir erledigt. Das sind 3 Quests, die wir nachher noch abgeben können. Ich würde sagen, jetzt machen wir schnell noch die Lichtkönig-Quest. Und nachher können wir uns dann gemütlich langsam wieder auf den Retourweg begeben. Und mein Kunde nimmt das gerade Wunder. Sobald es um den Lichtking geht, bin ich gerade freudig. Hoppla! So, wo ist denn das auch? Komm jetzt! Oh, hallo! Wie weit ist denn das noch? Was soll ich mir darunter vorstellen? Wir haben ja schon mal so ein Auge vernichtet, also so einen Turm oben dran. Das ist schwierig zu zeigen, weil ich da am Fliegen bin im Dingsmodus. Dann ist das schon ein bisschen schwieriger. Aber ist das da drinnen? Hä? Das Auge von... Ja, das sieht aus, als müssten wir uns da rein begeben, hä? Das sieht ganz danach aus. Dann versuchen wir natürlich über den Kopf von denen wegfliegen. Dass die gar nicht bemerken, dass wir hier reinkommen. Egal wie laut unsere Flügelschläge sind. So weit sollten sie das nicht checken. Es sollte sich da drinnen befinden. Ah, das ist das Auge des Lichtkönigs. Nice, okay. Dann machen wir uns auf den Weg dort rauf. Haben wir schon wieder, ja, wenn man schon denkt, wieder mehrere Wächter am Start. Oi. Geht ja ganz und gar nicht da. Orakel von Kulgara. Was ist schon so Orakel? Früher waren Orakel richtig hoch angesehene Leute gewesen, weil wir wirklich das Gefühl haben, die Leute können die Zukunft voraussagen. Heutzutage glaubt man gar nicht mehr dran. Da sagst du einmal, ich sehe die Zukunft, bist in der Psychiatrie geschlossen. Also das ist... So. Machen wir das ganz langsam. Geld rauf kann ich nicht kumpen. Kann ich mit unserem... Nein, mit dem funktioniert es auch nicht. Probieren muss man. Probieren geht überstudieren. Probieren geht eindeutig überstudieren. Voilà. Hallo. Ui, der du hast aber lange überlebt, du. Du hast aber mega lange überlebt. So, jetzt haben wir da jemanden im Weg mit 2000 Leben. Das ist ja nichts.
Das ist ja gar nichts. Dann haben wir das Auge des Lichtkönigs. Dann schauen wir gerade mal schnell rein, was der genau da von uns verlangt. Und zwar Auge des Lichtkönigs. Nehmt das Auge des Lichtkönigs und fokussiert euren Willen darauf, um wichtige Informationen herauszufinden. Okay. Nachdem ihr viele Ehre unbeutete Dinge in Eiskronen beobachtet habt, stolpert ihr plötzlich über etwas Interessantes. Abbild von Fardamara. Ja. Aha. Milady? Berichtet. Nachricht aus Jotunheim. Die dortigen Schlafwächter glauben, jemanden gefunden zu haben, der wichtig sein könnte. Beschreibt diesen Virkul. Wie sieht er aus? Aussehen, Milady. Wie ein Virkul nehme ich an. Sie haben ihn mir nicht wirklich gezeigt. Seit der Sache mit dem Schattengewölbe. Ausreden! Interessiert mich nicht. Vielleicht haben sie euch einen Namen gegeben. Ein Namen? Oh ja, der Name. Ich glaube, es war Iskalder. Iskalder? Ihr Narr. Wisst ihr denn nicht, wer das ist? Er ist ja nur der größte Wilko-Krieger, der je gelebt hat. Kehrt nach Jotunheim zurück und sagt ihnen, sie sollen ihn weiter schlafen lassen. Bis ich komme. Ich werde mir diesen Wilkoli mit eigenen Augen ansehen. Auf der Stelle, Milady. Okay, wir haben einen kleinen Einblick erhalten, was da die Eiskrone gerade abgeht. Nicht schlecht, das wäre in dem Fall mal alles gewesen. Dann müssen wir uns in dem Fall unbedingt die Informationen zurückbringen. Damit auch die wissen, wie wir mit dem Ganzen umgehen sollen. Sieht aus, als hätten die den grössten Krieger von der Vrikuler hat. Nein, wieso hast du mich gesehen? Wieso hast du mich gesehen? Wieso? Wieso muss ich dich jetzt umbringen? Du hättest das Ganze können ersparen. Mann. Ich wollte eine Spionage-Action eigentlich da reingehen, aber wie es aussieht, hat das doch nicht funktioniert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu der Hexendoktorin zurück. Schaut mal, was sie uns noch mitzuteilen hat. Und von ihr aus können wir uns dann gemütlich auf den Weg machen, zurück zu diesen 3 Quests. Sobald wir die abgegeben haben, haben wir dann einmal wieder einen richtigen XP-Zuwachs. 20'000 pro Quest sind 60'000, 180'000, 220'000. Das heisst, eine weitere Quest, also die 3 und noch eine weitere Quest für das Level. So grob gerechnet. Hä, wieso muss ich die jetzt da abgeben? Durch das innere Auge, das Schwarzfach, ich wollte das innere Auge machen, das machen wir alles später da. Wir haben so viele Quests zum da abgeben. Eine da, eine da, eine da, eine da. Und so näher wir da hinkommen, desto näher sind wir bei der Eiskronen-Zitadelle. Das ist natürlich ziemlich episch. Hoppla, es ist ja keine Hexendoktorin, was ist sie? Knochendoktorin, Knochenhexerin. Wie hat das schon wieder geheißen? Oh Mann, ich bin so vergesslich. Mein Gott, bin ich vergesslich. Das kann sie nicht sein. Zu viele Informationen aufs Mal. Ade merci. So, dann schauen wir mal. Da unten sollte sie ja sein. Dann weiss ich gerade wieder, wie sie heißt. Hey, ich glaube, Knochenhexerin, Knochendoktorin. Wie hat die schon wieder geheißen? Knochenhex. Ein Knochenhex. Mann, 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 Mann. Wir haben durch das Auge geschaut und haben wichtige Informationen erhalten vom Lichtkönig. Die Knochenhexe aus Niederland möchte, dass ihr mit Iskalder zurückkehrt. Ah, wir dürfen jetzt gehen. Alles klar, wir dürfen jetzt befreien. Der befindet sich nämlich gerade da hinten. Würde ich sagen, machen wir uns noch ganz schnell flott auf den Weg dorthin. So. Wundert mich gerade, wo der sich befindet. Der stärkste Krieger, von dem wir jetzt Informationen erhalten haben. Das ist der stärkste von der Vrikul. Am liebsten würde ich ihn zu einem Duell herausfordern, um ihm zu zeigen, wer der stärkste im Land ist. Nämlich nur mir allein. Mir ganz allein. Oh mein Gott, wie stöhnt das gerade egoistisch. Abgehoben. Oh, irgendwo da sollte er sich befinden, oder was? In dem Bereich innen sogar. Oder ist das wieder unterirdisch? Das ist eine gute Frage. Da haben wir einen Weg rein. Also ich würde mal behaupten, es wäre wieder unterirdisch. Ui, ein riesiges Schloss da, Sally. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn, dann müssten wir da reingehen. Sieht ganz nach einer Höhle aus, die auch wieder bewacht wird. Sieht ganz danach aus. Da rein warten auch noch ein paar. Also ich würde mal behaupten, das findet sich einmal da geradeaus drin. Aber an dieser Stelle würde ich mal sagen, danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Wenn ja, lasst euch ein Abo und ein Like da. Oder einen lieben Kommentar, wenn ihr Tipps oder Hinweise habt, wie ich weitergehen kann. Oder ein gutes Feedback. Wenn euch etwas nicht gepasst hat, dürft ihr das natürlich auch hinschreiben. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Bis in die nächste Folge. Danke und ciao.